Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, FC Bayern Spielanalyse zum Spiel gegen Leverkusen. Eigentlich könnte ich es im Einsatz abhandeln. Ich denke, mehr wie eine Teilnehmerurkunde ist heute nicht drin für uns. Wir wurden vor einem großen internationalen Publikum gedemütigt. Ja, wir könnten es dabei bestehen lassen. Ich kann gerne das Ganze über eine Stunde lang ausführen, warum, wieso, weshalb. Für welche Variante ich mich entscheide, weiß ich noch nicht. Das gehen wir spontan an. Gehen wir mal kurz aufs Spiel drauf ein. Das ist aus unserer Sicht relativ schnell erzählt. Wir hatten gute 10 Minuten, weil Leverkusen es zugelassen hat. Danach hat Leverkusen, man hatte das Gefühl, so Leverkusen hat mal geguckt, ja, was macht der FC Bayern da? Weil Fünferkette, Dreierkette, wie auch immer, kommen wir gleich nochmal zu. Ja, und dann hat Leverkusen angefangen, Fußball zu spielen. Ja, und man hat gesehen, Fußball ist halt immer noch ein Mannschaftssport. Ja, und im Fußball muss man sich bewegen. Bringt der Sport leider so mit sich. Ist halt kein Kickertisch, wo man fest an seiner Pose klebt. Ja, und das alles haben wir nicht getan. Ja, wir wurden heute gedemütigt. Wir haben nicht eine Torchance gehabt. Ich erinnere mich nicht an eine einzige Torchance. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so ein schlechtes Spiel von uns gesehen habe. Natürlich erstmal Lob und Anerkennung, Respekt für Xabi Alonso und Bayern 04 Leverkusen. Aber wie gesagt, ich habe schon ein paar Spiele gesehen von Leverkusen diese Saison. Und ja, es ist traurig, aber wahr. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, ich habe es im Vorhinein gesagt in meinen Videos. Ich tippe nicht gegen meinen Club, deswegen habe ich ein 2-2 getippt. Ja, ich bin zufrieden, dass es 3-0 ausgegangen ist. Ich glaube, hätte Leverkusen Gas gegeben oder hätten sie die Kraft gehabt, Gas zu geben, weil sie unter der Woche noch im DFB-Pokal gespielt haben, was wir nicht getan haben, dann hätte es noch böse ausgehen können heute. Ja, also ja, wir hatten noch mal gute 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Was heißt gute 10 Minuten, aber 10 Minuten, wo man gesehen hat, ja, was ist ein bisschen Pfeffer drin. Das lag für mich an der Einwechslung von Müller. Warum Goretzka draufbleiben durfte, hat sich mir absolut nicht erschlossen. Warum man dann kurz vor Ende noch dann Schupo reinwirft und sowas, was nochmal für Verwirrung gesorgt hat, wie alles andere. Völlig unverständlich, völlig kopflos. Unser Trainer wurde heute ausgecoacht, wurde blamiert bis auf die Knochen. Ist heute richtig auf die Fresse gefallen mit seinem Scheiß. Wir orientieren uns an den Gegner. Wir haben keine eigene, ich muss die Brille abnehmen, die beschlägt schon vor Aufregung. Wir haben keine eigene Spielphilosophie, keine eigene Spielidee. Ist scheißegal, weil es ist ja alles so gut, weil wir sind der beste Zweite in der Bundesliga-Geschichte. Bla, Söze und diese ganze Scheiße könnt ihr euch in den Arsch schieben, Alter. An alle Idioten, die das Video sich angucken und immer noch den Tuchel schönreden, Alter, ihr habt den Knall nicht gehört. Ja. Also für mich ist das Thema Tuchel damit endgültig durch. Ich bin fertig mit dem Mann. Das war heute, Tuchel hat selber gesagt, er hat den Maßstab angelegt, er hat gesagt, Karten auf den Tisch, das waren heute die Karten, wir haben nicht eine Torchance gehabt. Ja. Warum, wieso, weshalb, können wir sehr gerne in die Analyse gehen, habe ich gar kein Problem mit, können wir gerne am Montag im Stream machen. Das hier auszuführen, wie gesagt, da kann ich 3 Stunden Monolog drüber halten. Das ist nichts Neues für alle, vielleicht Leverkusen-Fans, die hier reinschauen. Ich habe es gerade schon gesagt, Lob und Anerkennung für mich, ja, das Thema Meisterschaft ist durch. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Klar, 21. Spieltag, 5 Punkte Rückstand, Blase. Wir müssten schon den Trainer wechseln. Sollten wir den Trainer wechseln, kann man noch sagen, jo, vielleicht, wenn der direkt einschlägt und direkt mal die Spieler auf den Positionen aufstellt, wo sie hingehören. Vielleicht spielen wir dann irgendwann mal Fußball. Wir spielen die Saison keinen Fußball. Im Gegensatz zu euch. Ja, falls ihr euch wundert, dass jetzt hier wieder so ein Bayern-Fan sitzt, der alles schwarz malt. Nee. Ja, den Fußball, den wir gezeigt haben gegen euch, ist der Fußball, den wir die ganze Saison überspielen. Es ist ein Witz. Ein absoluter Witz. Ja, dass wir mit diesem Fußball so viele Punkte geholt haben. Ein absoluter Witz. Und zu 90% Harry Kane zu verdanken.
in der Hinrunde. Ja, in der Rückrunde haben wir noch nicht ein vernünftiges Spiel gemacht. Ich meine, wir haben nicht umsonst 0-1 gegen Bremen verloren, Leute. Müsste mal einfach mal nur mal ein bisschen weiter zurückdenken. Ja. Also, ja, wie gesagt, für mich ist die Meisterschaft entschieden. Man hat auch gesehen, ja, Leverkusen ist einfach eine Mannschaft, Alter. Eine Einheit, auch mit dem Trainer. Bei uns ist das nicht. Bei uns ist der Trainer gefühlt da so abgekapselt. Da ist keine Synergie zwischen Team und Trainer oder Team und Spieler. Nein, gar nicht, null. Ja, komplett der Fremde, seitdem er da ist, der Tuchel. Ja, der passt einfach nicht zu unserem Club. Punkt. Das ist ja auch nicht schlimm. Das heißt ja auch nicht an alle Tuchel-Liebhaber hier, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Nee, hat er bei anderen Vereinen bewiesen, dass er es kann. Ja, aber er passt einfach nicht. Carlo Ancelotti ist auch ein super Trainer, zeigt er bei Real jetzt wieder seit ein paar Jahren. Hat bei uns auch gar nicht funktioniert und so weiter und so fort. Es passt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum der Verein sich diese Scheiße so lange anguckt. Ich kapiere es nicht. Es geht in meinen Scheißschädel nicht rein, warum der Tuchel immer noch auf diesem Trainerstuhl sitzt. Aber kein Problem. Ne? Wir fliegen gegen Lazio Rom noch aus der Champions League raus, dann sind alle 3 Titel weg. I don't know. Vielleicht wacht man dann irgendwann mal auf. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein absolutes Trauerspiel und das, was heute passiert ist, war bitter nötig. Ja, es ist traurig, dass ich das sage als Fan des FC Bayern. Es war bitter nötig, damit mal die breite Öffentlichkeit und auch die internationale Öffentlichkeit sieht, was der FC Bayern für einen Fußball spielt. Weil das genau ist unser Fußball. Das ist unser Fußball. Nichts anderes. 0 Ideen. 0 Ideen. Ja, klar, es war ein Tacken besser, wo wir dann Viererkette wieder gespielt haben. Komme ich gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Keine Frage. Aber 0 Ideen. Was hat Leverkusen gemacht? Leverkusen war stehen K.O. Also jeder zweite Spieler hat Krämpfe gehabt. Bei uns übrigens Minja auch. Komme ich auch gleich noch zu. Die standen einfach hinten drinne. Punkt. Mehr brauchst du gegen uns nicht machen. Du brauchst mehr gegen uns nicht machen. Wir haben keine eigene Spielstrategie oder Spielphilosophie. Du hast nie das Gefühl, wenn der Ball auf diese Position kommt, kann ich den blind auf diese Position spielen und weiß, da ist ein Spieler oder da läuft ein Spieler in diesen Raum rein. Ist bei uns nicht. Haben wir bei Leverkusen heute 3-4 Mal gesehen. Super schön anzuschauen. Leverkusen hat uns heute gezeigt, wie man Fußball spielt. Ja? Wir wurden heute gedemütigt. Und das völlig zu Recht. Ja? Es tut mir im Herzen weh. Das ist das, was ich erwartet habe. Ja? Traurig, das zu sagen. Aber wer den Kanal hier länger verfolgt, weiß das. Ich predige das nicht erst seit, keine Ahnung. Ich habe so 10, 14 Spiele, habe ich den Tuchel gegeben, habe ich mir angeguckt, dann habe ich gesagt, lass uns mal die Vorbereitung für Rückrunde noch machen und so weiter. Dann die legendäre Pressekonferenz vor 3 Wochen oder wann das war, da war das Thema durch. Ja, und heute ist das Thema ganz durch. Also ich habe selten so eine hilflose, tote Mannschaft bei uns gesehen. Nochmal, ich kann mich an kein Spiel erinnern, seitdem ich lebe, seitdem ich FC Bayern gucke, wo wir nicht eine Torchance hatten. Wir hatten nicht eine Torchance. Nicht eine. Nicht eine Torchance. Wir hatten, glaube ich, einen Schuss aus Leverkusener Schuss. Hier in Anführungsstrichen. Glaubt man, Raui war es oder was? Das war's. Na, gut. Was soll ich sagen? Ich brauche mich gar nicht groß aufregen, Leute. Der Zug ist abgefahren. Ja. Unter dem Trainer werden wir keine Entwicklung unserer Mannschaft mehr sehen. Wir werden weiter abkacken. Wir werden weiter blutleer spielen, lustlos spielen, ohne Spielphilosophie. Der Trainer ist jetzt 1 Jahr da. 1 Jahr. Und wir haben 0. Nein, stimmt nicht. Wenn wir eine Skala hätten, hätten wir -50 Entwicklung. Ja. Der Fußball ist so viel schlechter wie unter Julian Nagelsmann. So viel schlechter. Ja, super. Thomas Tuchel, nee, nicht in Anführungsstrichen, in Ausrufezeichen, kann ich mit Finger nicht machen. Thomas Tuchel hat einen besseren Punkteschnitt als Julian Nagelsmann. Ja, noch. Na, heute wieder ein Spiel in die andere Richtung. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Wir sind nicht konkurrenzfähig. Ja, wir sind nicht konkurrenzfähig, wenn es gegen starke Gegner geht. Ja, Dortmund hat sich wieder eingeschissen, kannst du rausnehmen. Stuttgart, das war das einzige Mal, dass wirklich Tuchels Philosophie in allen Spielen, seitdem er bisher bei uns Trainer ist, was gebracht hat, indem er gesagt hat, wir stellen uns zu 100% auf Stuttgart ein. Ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig. Ja, das ist
Für die Bundesliga, klar, reicht's. Wir sehen es ja gerade. Wir werden schon die Champions League Plätze kommen. Wir haben genug Vorsprung, alles ist gut. Meisterschaft ist abgefahren, der Zug. Ja, dafür ist Leverkusen viel zu heiß, viel zu konstant. Und bei uns, ich glaube doch nicht ernsthaft, dass das einzigste Spiel war, dass wir in der Rückrunde, oder die einzigen 2 Spiele, die wir in der Rückrunde verlieren mit Bremen und Leverkusen. Wir werden noch viel, viel mehr Spiele verlieren unter diesem Trainer. Das garantiere ich euch. Wir haben so viele Direktspiele in der Hinrunde mit so viel Glück gewonnen durch irgendwelche Einzelaktionen. Und Liboy gute Form hatte. Wir sehen, Liboy hat wieder die Form, die er immer hat. Klar, er ackert, er lässt sich nicht hängen, ja, das können wir ihm zugute halten. Aber ansonsten hat er wieder die Form wie immer, Alter. Der macht 10 gute Spiele in der Saison und den Rest kackt er rum, Alter. Und verdient 20 Mille und man redet darüber, dass der bei uns seine Karriere beendet. Ich krieg's kotzen, Alter. Ich krieg's kotzen. Ich kann mir diese Scheiße nicht mehr angucken von diesen ganzen satten, überbezahlten Spielern, Alter. Es ist nur noch zum Kotzen. Es hat mit Fußball nichts mehr zu tun bei uns. Ja. Und dass ein Trainer so engstirnig und so dünnhäutig ist, Alter, das ist so ein... Es passt einfach nicht. Es passt nicht zusammen. Punkt. Wir haben qualitativ so eine gute Mannschaft. Ja, ich denke, wir sind qualitativ nicht schlechter wie Leverkusen von den Spielern her. Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber wir sind keine Mannschaft. Und das seit einem Jahr. Und anscheinend interessiert das keinen in unserem Verein. Ist doch scheißegal, lass den Trainer doch immer machen. Ist doch alles super hier, super duper. Ist doch alles gut. Es ist lächerlich, Leute. Es macht mich wütend, traurig, alles zugleich. Ne? Aber es ist die logische Konsequenz. So, es gibt nichts mehr zu beschönigen. Es gibt auch nicht mehr, ich finde nicht ein Argument mehr pro Tuchel. Es gibt keins mehr. Ich habe lange hinter ihm gestanden. Der Zug ist abgefahren, Leute. Ich bin durch mit diesen Menschen. Ja, menschlich kann er ein super Kerl sein. Als Bayern-Trainer ist er eine Nulpe. Fertig. Punkt. Ja. Gut. Das mal dazu. Gucken wir kurz in die Statistiken rein. Sind ja vielleicht ganz interessant. Na, wer weiß, vielleicht interessieren sie euch. Also, wir sind hier auf dieser Seite. Ich aktualisiere nochmal. Ist natürlich von unserer Seite, ich weiß nicht, inwiefern hier die Daten immer 100% korrekt sind, aber am Ende des Tages 39% Ballbesitz für Leverkusen, 61 für uns. Abseitsstellung 3-1, Fouls 15-13, Zweikämpfe 44-56, das glaube ich nicht. Schüsse aufs Tor 8-1. Schüsse insgesamt 14-9. Alter, wo haben wir denn nur einen Schüsse gehabt? Was zählt denn da als Schuss? Junge, was ist denn los? Ecken 4-6, angekommene Pässe 344 zu 579, Flanken 4-13. Ich habe auch keine 13 Flanken gesehen, tut mir leid. Ich kann mich an 3 Stück von Eric Dyer erinnern, das war's. Kommen wir auch noch zu. Schüsse insgesamt, Mazraoui, da ist er. Die Rückgabe auf dem Radetzky. Das war unsere Torchance. Aber hey, Statistik, wir haben ja ganz viele Statistiker hier auf meinem Kanal, die sich daran hochgeilen, an irgendwelchen Statistiken. Guckt euch die Statistik an, wie sieht die denn aus? Wir haben 22% mehr Ballbesitz. Wir haben die bessere Zweikampfquote, angeblich. Wir haben mehr Ecken. Und wir haben sogar 9 Schüsse. Trotzdem grandios, völlig verdient, völlig gedemütigt, 3-0 verloren. Aber Statistiken sind ja so geil für manche hier. Gönnt euch. Eric Dyer, ja. Für mich der einzige, der eine Note 4 bekommt, zusammen mit Pavlovic. Alles andere kannst du Note 6 und aufwärts dazu zählen. Da kannst du Harry Kane, da kannst du mal Manuel Neuer mit reinnehmen. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Sané 7, Mazraoui 6, Ballkontakte 129, Dyer 89, Kim, 79 Mazraoui. Gefault worden, bla, schenken wir uns. Gut. Du hast zu den Statistiken, super, oder? War ja ein Spiel auf Augenhöhe, denke ich, von den Statistiken her, oder? Ich meine, Leverkusen hatte ja auch nur 8 Schüsse aufs Tor. Wir hatten ja immerhin einen. Ja, das mal dazu. Gut, gehen wir kurz auf die Spieler ein. Über den Trainer habe ich mich schon ausgekotzt, sage ich gleich noch ein bisschen was zu, aber erstmal gehen wir die Spieler mal durch. Das geht relativ schnell heute. Neuer Note 6. Ja, ich war kurz überlegen wegen der 5, weil er einen Ball abgewehrt hat. Ansonsten Note 6. Ja,
komplett überfordert. Ich weiß nicht, wer da mit Schmerzen gespielt, sonst was mag alles sein. Stecke ich nicht drin. Eric Dyer wäre ich sogar noch dazu geneigt, eine Note 3 zu geben. Upa, Note 6. Punkt. Minjay, Note 6. Pavlovic sehe ich bei einer 4. Goretzka sehe ich bei einer 6. Mazraoui sehe ich, ja, war auch noch einigermaßen okay, bei einer 4-. Boe, erste Halbzeit Note 6. Zweite Halbzeit würde ich eine 4 geben. Kommen wir vielleicht auf eine 5. Harry Kane eine 5. Sané eine 6. Musiala eine 6. Fertig. Punkt aus. Maxim Choupo-Moting für 10 Minuten, 13 Minuten mit Nachspielzeit auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob man ihn einmal wahrgenommen hat. Ich habe ihn einmal gesehen am Ball, hat den Ball verloren. Ganz stark. Guerrero, dasselbe. Weiß ich nicht, warum die beiden noch eingewechselt wurden. Hättest du dir schenken können oder was weiß ich was. Kimmich einzuwechseln fand ich richtig. Hätte ich für Goretzka eingewechselt. Hätte viel, viel mehr Sinn gemacht, ja. Dass man dann riskiert hat, mit einem Sechser zu spielen, irgendwie, weiß ich, hat die ganze alles dann wieder umgeschmissen, nachdem Tell kam. Tell hat auch noch mal ein paar Inputs gehabt. Ja, aber was soll der Junge machen? Die ganze Mannschaft steht. Ja. Thomas Müller auch, wo Thomas Müller kam, haben wir gute 10 Minuten gehabt. Gut, in Anführungsstrichen, ja, für einen durchschnittlichen Bundesligisten war es gut. Ja, das war's. Ja. Danach war auch ein Thomas Müller, aber Thomas Müller war immer noch der, neben Eric Dyer und Tell, wo auf dem Feld war, wo du gemerkt hast, die glauben noch, die wollen noch, die stemmen sich dagegen. Alle anderen völlig, es interessiert sie gar nicht. Es hat sie nicht interessiert. Hat sich keiner den Arsch aufgerissen, sonst was. Ob du einen Harry Kane, kannst du auch mit in die Verantwortung nehmen, ist Führungsspieler, war auch grottig heute. Goretzka unterirdisch als Führungsspieler, weiß nicht, warum der so lange auf dem Platz war. Upa, Minjay, warum zum Fick eine Fünferkette? Und warum eine Fünferkette mit Spielern auf verkehrten Positionen? Boe war super scheiße in der ersten Halbzeit. Der hat da gar nicht gerafft, was er machen soll auf der Seite. Übrigens, der beste Bayern-Spieler auf dem Feld, ja? Stanisic. Ja, Stanisic hat uns gefickt, Alter. Hat das Tor gemacht, hat noch das beinahe noch ein Tor vorbereitet, hat ein super starkes Spiel gemacht. Ja, Lob und Anerkennung freut mich super für Stani. Weil bei uns immer, auch von einigen Fans, immer schlecht geredet, sonst was. Stani hat ein super starkes Spiel gemacht, wie die ganze Leverkusener Mannschaft. Bei uns alles blutleere Auftritte. Musiala war eine Frechheit, dass er so lange auf dem Feld war. Eine absolute Frechheit, Leute. Aus welcher Begründung? Ja, es ist hier auch Florian Wirtz gegen Musiala. Alter, das war heute ein 3-Klassen-Unterschied. Was hat Musiala gemacht? Oh ja, ich hab den Ball. Oh, 5 Gegner, kein Problem. Leute, ich kriegst einen Kotzen, wenn der Musiala den Ball kriegt. Traurig, das zu sagen, kriegst Kotzen nur noch. Siehst du mal einmal einen direkten Ball? Siehst du einmal einen verfickten direkten Ball von irgendeinem Spieler bei uns? Außer von Thomas Müller im letzten Spiel. Und was macht man dann als Trainer? Weil er ist ja so ein Superstar-Trainer. Was macht man dann als Trainer? Man wechselt den Spieler aus. Man stellt ihn gar nicht auf. Den einzigen Spieler, der im letzten Spiel Zug reingebracht hat, der direkte Bälle in die Spitze gespielt hat, den stelle ich nicht auf. Warum auch? Wofür? Was soll's? Ich spiele ja mit einer Fünferkette und 2 Sechsern. Eine Fünferkette und 2 Sechser. Wir brauchen wir keinen Zehner. Wofür? Wir haben doch einen Sané und Musiala auf den Außen. Und vorne einen Harry Kane. Warum hing denn der Harry Kane die ganze Zeit in der Luft? Warum hat er denn verfickte 13 Ballkontakte oder was gehabt? Warum wohl? Wow. Super Schachzug. Dann der nächste super Schachzug mit dieser Fünferkette. Ja, na klar. Bringe ich doch am besten Minjay rein? Weil der kommt ja gerade vom Asien Cup. Ich argumentiere nur das Ganze, ja, wir haben 3 Auswärtsspiele hintereinander, Flugreisen hier und da, kann die Spieler nicht, Blasöd. Und dann bringe ich Minjay, der einen Tag vorher vom Asien Cup wiederkommt. Ist doch gar kein Problem, bring Upa. Ja, der auch super lange verletzt war, der auch fertig wie eine Wurst war. Und Upa war dann unser rechter Schiedenspieler, Alter. Boah, es sind so viele Punkte da drin. Warum reiße ich denn die Viererkette auseinander? Warum reiße ich denn das Gespann Dyer de Ligt auseinander? Die sich doch gefunden hatten. Das hat man doch gesehen, wir waren doch wirklich stabil gegen Gladbach. Ja? Ja, na klar, auch 1, 2 wackelige Geschichten, weil wir waren doch stabil. Aber nein, ich gucke ja auf Leverkusen. Ich muss mich ja voll orientieren, da müssen wir eine Fünferkette spielen und 2 Sechser. Wir müssen super defensiv stehen.
Ja, was macht Leverkusen? Die machen so. So machen die. Stellen erst gar keinen Stürmer auf, Alter, und bleiben erstmal die ersten 10 Minuten hinten stehen und gucken mal, was macht denn der große FC Bayern? Oh. Alter. Lächerlich. Lächerlich. Und dann stelle ich noch zum Hohn, zum absoluten Hohn, weil es eine Fünferkette ist, stelle ich dann Boye nach links. Ja, weil da ist er ja stark. Haben wir ja gesehen. Aber wenn dann eine Viererkette ist, dann stelle ich ihn nach rechts. Hat der einen geraucht oder was? Dann spiel doch mit einer Dreierkette und stell gar keine Außenverteidiger auf, sondern stell einen Tell auf, der über außen kommt. Der hat wegen Speed, der hat Bock, der kann dribbeln. Und stell einen verfickten Müller in die Mitte, Alter. Der Einzige, der mal den Ball schnell macht. Der sich den Arsch aufreißt für den Verein. Junge, zum Kotzen. Wie kann man denn so verkopft sein als Trainer, Alter? Ich meine, es war ja schon ein Wunder, dass Pavlovic spielen durfte und Kimmich draußen saß. Ja, haben wir einen Punkt, wo ich einen Daumen hoch gebe für Thomas Tuchel. Junge, Alter. Verstehe ich nicht. Klar, klar kannst du eine Dreierkette, du kannst auch mal eine Fünferkette ausprobieren. Aber doch nicht mit Min-Jae und Upa, die noch nie mit dem Dyer zusammengespielt haben, Alter. Ja, dann wundere ich mich, dass Abstimmungsschwierigkeiten da sind. Alter, da fällt mein Ei aus der Hose. Und da mit dem Boye auf links, was der noch nie gespielt hat. Der ist ein rechter Verteidiger und kein linker Schienenspieler, Alter. Was stimmt denn mit dem Tuchel nicht? Ist der zu behindert, die Scheißspieler mal auf ihre richtigen verfickten Positionen zu stellen? Und dann stelle ich zum zweiten Mal. Ja, wir haben schon gegen Gladbach gesehen, dass Musiala auf links außen einfach Totalausfall ist. Was mache ich? Ja, ich bin der große Thomas Tuchel. Das mache ich nochmal. Weil das macht der. Gegen Leverkusen ist ja das Duell gegen Wirtz. Da will er ja zeigen, was er kann. Alter, das war Note 6, Note 7, Note 8 kannst du geben. Das war unterirdisch. Das ist ein Witz. Junge, das macht jeder Hobbytrainer besser, wie es ein Tuchel heute gemacht hat. Ja, na klar, kann ich mich hier am Ende hier hinsetzen und klugscheißen an einer 3-0-Niederlage. Verstehe ich alles. Aber nochmal, wenn man es mal rational sieht und ich mal ein bisschen runterkomme, ja? Wie kann ich denn ein Min-Jae und einen Opa mit einem Dyer aufstellen, die noch nie zusammengespielt haben? Der eine, der gerade eben aus einer Verletzung wieder ist, der 2 Tage im Training ist und der andere, der einen Tag vorher wiederkommt. Ja, der am Ende die letzten 15 Minuten mit Krämpfen über den Feld gelaufen ist. Nur um was zu tun. Um De Ligt zu zeigen, hier Junge, verpiss dich aus diesem Verein, ich will dich nicht, weil ich Thomas Tuchel bin. Alter, was ein dreckiger... Boah, ich kann's nicht mehr. Ich kann's mir nicht mehr antun, Alter. Es ist nur noch zum Kotzen, diese Mannschaft zuzuschauen. Da soll mir noch mal einer sagen, diese Mannschaft spielt für den Trainer, oder was? Junge, es ist nur noch lächerlich. Wir wurden heute zu Recht 13-0 gedemütigt. Vor einer internationalen Presse. Das ist der Gipfel aus den letzten 2 Jahren Entwicklung in unserem Verein, Alter. Ja. Und das Jahr der Entwicklung unterm Tuchel, die ist rückläufig. Die ist einfach rückläufig. Ja. Die knappen Spiele oder die Spiele, die wir durch Einzelaktionen, vor allem durch Harry Kane und Leroy Sané in der Hinrunde gewonnen haben, decken über so viel Scheiße hinweg. Und es kann doch nicht sein, dass so viele Leute das nicht sehen. Alter, guckt ihr die Spiele nicht oder was? Guckt ihr diese Scheißspiele nicht? Guckt ihr nur, oh ja, der FC Bayern hat ja 2-1 gewonnen. Wow, 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 der beste Zweite. Ja, Thomas Tuchel, du bist der Geilste. Alter, der hat nicht einen Spieler besser gemacht. Er hat nur 20 Millionen Spieler schlechter gemacht. Junge, es gibt nicht einen Spieler, der besser ist unterm Tuchel. Nicht einen. Nennt mir einen. Es gibt keinen. Ja, Sané hatte seine 10 guten Spiele in der Hinrunde. Seitdem der alte Leroy. Außer, dass er nicht mehr abwinkt zwischendurch mal. So wie jetzt gegen Leverkusen war es auch okay von der Körpersprache. Ackert mit nach hinten, tut mal, versucht was. Halte ich ihm zugute, ja. Musiala, 2 Noten schlechter. In jedem Spiel. Davis. Ein Tell, kaputt gemacht. Und zwar bewusst, ja. Ein Pavlovic wird es nicht anders gehen. Solange Tuchel Trainer ist, ein Pavlovic wird nicht mehr in der Anfangsformation stehen. Garantiere ich euch. Wird nicht mehr passieren.
Das ist jetzt wieder der super Aufhänger für den Tuchel. Oh, da war ein junger Spieler in der Verantwortung, wobei für mich der Pavlovic noch besser war wie der Goretzka heute. Garantiere ich euch. Wieder ein Argument. Ja, ich brauche meinen Holding Six im nächsten Jahr für 100 Millionen. Den brauche ich. Anders kann ich es nicht spielen. Es ist nur noch zum Kotzen, Leute. Es ist zum Kotzen, sich diesen Fußball anzugucken, den wir uns hier seit Anfang der Saison anschauen. Es ist zum Kotzen. Anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Punkt. Glückwunsch nach Leverkusen, verdienter Sieg. Von meiner Seite Glückwunsch zur Meisterschaft. Für mich ist der Zug abgefahren. Wir sind so super unkonstant. Wir sind, wie gesagt, so eine Niederlage wie gegen Bremen. Wird nicht das letzte Spiel, nicht die letzte Niederlage gewesen sein, die Saison. Ja. Und wir haben heute gesehen, gegen eine gute Mannschaft, die weiß, was sie tut, sehen wir kein Land. Und zur Not, ja, wenn man dann platt ist, nachdem man 70 Minuten Gas gegeben hat, weil man unter der Woche gespielt hat, stellt man sich einfach hinten rein. Dann weiß der FC Bayern doch eh nichts, was er machen soll. Und dann da gucke ich mir die Panikwechsel an, die ich sehe. Erstmal, warum überhaupt? Note für Thomas Tuchel übrigens 10. Ne? Im Ranking von 1 bis 6 Note 10. Trainer. Ich sehe das Spiel. Trainer des FC Bayern. Sehe, ja, die ersten 10 Minuten, ja, die waren ja ganz gut. Ohne irgendwie eine Torchance zu erspielen, ja, um das mal klar zu sagen. Aber ja, wir haben ganz gutes Gegenpressing gehabt, wir haben eine ganz gute Aufteilung gehabt, wir waren präsent. Danach hat Leverkusen sich gedacht, ach komm, fangen wir jetzt mal an, Fußball zu spielen. Und wir haben kein Land mehr gesehen. Was mache ich dann als Trainer? Gar nichts. Ist doch supi, ich mache erstmal gar nichts. Nichts mache ich. Null. Ich gehe genauso in die zweite Halbzeit rein. Ist doch klar, weil ich bin ja der super Motivator à la Klopp, ne? Haben wir ja gesehen, wir sind ja schon immer brennend aus der Halbzeit dann gekommen, wenn so ein Tuchel so eine Ansprache gehalten hat und mal wieder nichts verändert hat. Wir haben schon 100-mal gesehen die Saison, oder? Dass wir dann gebrannt haben. Was passiert? Dieselbe Scheiße kommt aus der Pause. Du guckst dir dieselbe Scheiße an. Warum? Warum? Erklärt's mir. Warum? Weil ich der große Thomas Tuchel bin und ich finde, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ne? Mit der Fünferkette, der Doppel-6 war doch Bombe. Wir haben zwar keinen Zehner, wir haben keinerlei Spielanteile, wir kommen vorne gar nicht ins Spiel rein, aber ist doch egal. Wir ziehen den Stiefel erstmal so durch. Ach, jetzt ist 2-0, dann mache ich denn jetzt? Ja, Scheiße. Jetzt ist aber auch schon die 60. Ach komm. Dann gehe ich jetzt doch mal wieder auf das Gewohnte und mach mal die Viererkette rein, bring mal den Standardwechsel, ja, bring Kimmich rein, was okay ist. Ich hätte für Goretzka mal gebracht. Ich glaube, mit so einem Pavlovic hat ein bisschen mehr Input auf das Spiel, auf unser Spiel wie ein Goretzka. Ja, dann haben wir gute 10 Minuten gehabt, in Anführungsstrichen. Dann hat Leverkusen das Zepter wieder übernommen, dann war Leverkusen stehen, K.O., stand nur noch hinten drinne und trotzdem haben wir uns nicht eine Torchance erspielt. Nicht eine. Und dann kommen noch so Granatenwechsel wie Erik Maxi Choupo-Moting und ein Neuer, der beim 2-0 mit vorne reingeht und ein Neuer in Topform, ja, hätte ich ja gesagt, kannst du mal bringen, aber warum erst dann? Ja, hätten wir uns dann gefreut, wenn wir 2-1 verloren hätten oder was? So. Warum mache ich das dann erst in der 94. Minute? Stand nicht 1-0, es stand 2-0. Da musst du das schon mal 3-4 Minuten vorher machen. So, ja. Weil was wäre sonst gewesen? Es hätte jetzt keine Zeit mehr gehabt, das zweite Tor zu machen. Das ist ja völlig lächerlich, Alter. Völlig lächerlich. Ja, jetzt auf Papier. Ja, der FC Bayern hat sich gewehrt, hat nicht aufgegeben, ne? Ecken. Was hatten wir? 6 Ecken. Die waren alle grandios, oder? Alle. Freistöße, auch wieder super grandios. Ohne Scheiß. In so einem Spiel, man hat es ja auch dann bei Leverkusen gesehen, wenn die Standards hatten, muss das sitzen. Ja, auch das kriegen wir nicht hin. Ja, ich weiß, wir sind statistisch gesehen ganz weit vorne, wenn es um Standardsituationen geht, in der Statistik mit Gladbach zusammen, glaube ich. Aber in diesen Spielen, wo es ein Spiel halt auf Augenhöhe ist, beziehungsweise wo man eigentlich sogar die schlechtere Mannschaft ist, mit Abstand die schlechtere Mannschaft, muss man mal ganz klar so sagen, da musst du halt über Standardsituationen kommen. So, ja, das tun wir dann so wie gegen Darmstadt, Bochum, wo du 7-0 gewinnst, dann machst du dann 2 Standardtore und dann stehst du in der Statistik da vorne und geilst dich dran auf oder was.
Es ist nur noch zum Kotzen. In dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, in diesem ganzen Verein stimmt gerade so viel nicht. Anderes Beispiel dafür. Eric Dier. Der kommt, der ist da und ist sofort der Chef, Alter. Und das gut. Ja? Hätte er den auch noch ausgewechselt, dann hätte er den Tuchel auf dem Marienplatz anbinden müssen. Also, und Tuchel hat es nicht hingekriegt, seitdem er da ist, ein Jahr, einen Abwehrchef aufzubauen. Ich meine, wir hatten einen Abwehrchef mit De Ligt. Aber den hat Tuchel ja demontiert, weil er ihn nicht leiden kann. Oder weil, weiß ich nicht. Vielleicht kann er nicht riechen, vielleicht kommt er mit Holländern nicht klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Tuchel sein Problem mit De Ligt ist. Ja? Den hat er gehabt. Den hättest du nur weiter den Rücken stärken müssen. Hättest gesagt, das ist mein Abwäscher. Aber nein, wir mussten ja Min Jae Kim verpflichten. Das ist ja der super Hightech-Innenverteidiger der Welt. Ist ja dann grandios. Ja, die Leistung haben wir gesehen, wenn man eine Viererkette hat ohne Abwehrchef. Wie gut das läuft. Ja. Und dann holt er so einen Eric Dier und jeder redet den schlecht. Und der ist der Einzige, der da Struktur in Ordnung reinbringt. Ja, und das erfolgreich und gut und stark. Ja, und dann reiße ich dieses Duo auseinander und bringe wieder Opa und Min Jae rein, weil die müssen spielen. Weil ich Thomas Tuchel bin und egal, er ist gerade einen Tag aus der Verletzung, 2 Tage aus, wieder im Training, der ist 2 Tage im Training, er kann ja doch spielen gegen Leverkusen. Mit dem Eric Dier und Min Jae Kim zusammen in der Fünferkette, was nicht einmal trainiert wurde, ist doch gar kein Problem. Warum? Weil ich muss Xavi Alonso auscoachen. Ja, und ich habe ja auch keine eigene Strategie. Ich muss ja voll auf den Gegner mich konzentrieren. Und wenn das dann klappt, dann werde ich gefeiert wie Guardiola, weil ich will ja eigentlich Guardiola sein, aber ich bin nur Thomas Tuchel. Das ist nur eine reine, man hat Nagelsmann vorgeworfen, es wäre eine Selbstdarstellung, wie er sich darstellt. Ja. Tuchel, so ein engstirniger Idiot. Ich kann es nicht mehr anders sagen, ja. Der meint, ich muss die Spieler auf falschen Positionen aufstellen, ich muss diese Strategie so durchziehen, ich kriege keine Holding Sits, ich kann meine Strategie nicht spielen, ich will das nicht so. Das ist zum Kotzen, ey. Ich kann mich nur wiederholen. Aber wir haben ja die Karten heute auf den Tisch gelegt. Ja, Thomas Tuchel hat es ja gesagt in der PK 5-mal oder 10-mal, glaube ich. Wir müssen die Karten auf den Tisch legen. Wir legen die Karten auf den Tisch gegen Leverkusen. Wir sind heiß, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Und dann hast du nicht eine Torchance. Nicht eine Torchance in 95 Minuten als FC Bayern. Nicht eine Torchance. Die Karten liegen auf dem Tisch. In alter Trapattoni-Manier, ich habe fertig. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.